Ein äh, herzlicher Gruß auch von meiner Seite an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webinars und all jenen ein ganz besonderer Dank, die sich für die Organisation dieses Webinars eingesetzt haben. Hvala lepa. Die Handelskammer von Bozen, Südtirol pflegt schon seit vielen Jahren Kontakte mit dem slowenischen Wirtschaftsverband von Kärnten und der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Dabei ist uns auf der einen Seite die Bemühung sehr wichtig, dass wir generell zusammenarbeiten, aber es gibt zwei weitere Gründe, die für uns sehr wichtig sind. Einmal, weil Kärnten ein mehrsprachiges Land ist, so wie Südtirol, und aus diesem Grunde auch verschiedene Erfahrungswerte mit ausgetauscht werden können, die nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch kultureller und sprachlicher Natur sind. Damit schaffen wir ein kleines Europa, in dem wir mit Zusammenleben von mehreren Volksgruppen, mit Mehrsprachigkeit uns auseinandersetzen und aufzeigen, dass dies Bereicherungen sind und nicht Belastungen, wie es in der Vergangenheit sehr oft dargestellt worden sind. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist ja ein Wissenstransfer in wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, technologischer Art und Weise und begründet damit einen zusätzlichen Fortschritt, der zugutekommen soll Kärnten, Südtirol, Slowenien, also allen drei Ländern. Ich glaube, dass diese Mehrzahl von Veranstaltungen eine Kontinuität darstellt und dass dies auch ein Schlüssel sein kann, damit immer mehr Interesse dafür entsteht. Wenn ich einige Zahlen zu Südtirol nennen darf, in Südtirol gibt es 60.000 Unternehmungen, die im Handelsregister eingetragen sind. Nicht ganz 20.000 gehören der Landwirtschaft an. Von den restlichen 40.000 sind 11.000 im Dienstleistungssektor, 8.000 im Tourismus und 8.000 im Handel tätig. Wir legen sehr stark Aufmerksamkeit auf die Übergabe von Unternehmungen in die nächste Generation. Das muss ja nicht nur familienbedingt sein, sondern in die nächste Managergeneration. Wir haben derzeit auf 60.000 Unternehmungen ungefähr 7.000, die sich in dieser Phase befinden. Weiters legen wir sehr viel Wert, dass Frauenunternehmen und Frauenunternehmungen gestärkt werden, weil wir glauben, dass es diesen Mix unbedingt braucht und der für die Gesamtsituation eine Verbesserung darstellt. Insgesamt glauben wir, dass Kooperationen, die grenzüberschreitend sind, dass Kooperationen von Willigen, die den europäischen Geist voranbringt. Einen europäischen Geist, den wir immer wieder beeinträchtigt sehen durch einseitige Haltungen von Seiten von Parteien, von Interessensgruppen, auch von Medien teilweise, und die an und für sich nur destruktive Mitteilungen machen und keine konstruktiven. Der europäische Gedanke ist ein konstruktiver. Die Kritik dagegen ist an und für sich eine destruktive Tätigkeit. Dabei darf man nicht vergessen, dass wenn wir wollen, dass grenzüberschreitend, mehrsprachig, europäisch gearbeitet und gedacht wird, wir dieses Gedankengut täglich leben, täglich erklären und in der Bevölkerung festmachen. Das ist ein tägliches Bemühen und diesbezüglich ist die Union auch nicht immer hilfreich, wenn man bestimmte Dinge von Seiten der Europäischen Kommission hört. Die Europäische Kommission muss bei der Harmonisierung sicherlich auch
darauf achten, dass diese Harmonisierung einen logischen Sinn hat und dass diese Harmonisierung auch von der Gesamtmenschen mitgetragen wird. Nicht nur vom Mainstream, sondern auch von den ländlichen Gebieten. Und wir in Kärnten, wir in Slowenien, wir in Südtirol befassen uns mit Menschen in ländlichen Gebieten. Es kann nicht sein, dass die großen Städte und die moderne Gesellschaft uns diesbezüglich nicht entsprechend berücksichtigt. Wir sind keine Mehrheit in den ländlichen und in den Berggebieten, aber wir sind ein ganz wichtiger Faktor. Lassen Sie mich das noch anfügen. Wenn es den Brexit gegeben hat in Großbritannien, so ist der großteils zurückzuführen, weil die ländliche Bevölkerung, also das heißt nicht die Bauern, sondern die ländliche Bevölkerung mit bestimmten Entwicklungen der Europäischen Union mit unzufrieden war und letztendlich den Ausschlag gegeben haben. Hier müssen wir aufpassen, dass die Auswirkungen, die bestimmte Entscheidungen haben, auch entsprechend vorher abgewogen werden. Und in diesem Sinne glaube ich, dass das heutige Thema wirtschaftliche Auswirkungen der regionalen Volksgruppenpolitik in Europa, in einer Europäischen Union, wo wir in etwa 180 Minderheiten haben und entsprechend viele Volksgruppen, also traditionell ansässige Minderheiten. Auf dem Kontinent haben wir 313 traditionell ansässige Minderheiten. In Brüssel zwar teilweise zur Kenntnis genommen worden ist, aber noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden. Und aus diesem Grund glaube ich, dass Netzwerke wie die unseren, klein, aber ausbaufähig, wichtig sind für den europäischen Einigungsgedanken. Und in diesem Sinne möchte ich mich nochmals, so wie ich es eingangs getan habe, auch am Ende ganz herzlich bei den Organisatoren bedanken. Hvala lepa.